Wir sind immer noch an unserem Einkaufstaschen-Weihnachtsjournal am machen. Und letztes Mal haben wir eben herausgefunden, wir haben die kleinen Karten gemacht und jetzt wäre es cool, wenn man noch irgendetwas Höchstes drin hat, dass das Zeug nicht so verloren da drinnen aussieht oder ganz verschwindet. Das wäre ja ein bisschen schade. Und ich bin ein bisschen suchen und wühlen und habe hier noch ein paar Kärtchen gefunden mit Samtkuh. Das ist doch auch noch hübsch. Solche braune, die passen doch mega gut. So, und mit samtem Kuvert ist doch das, hat doch das eine super Grösse für da drin. Und dann habe ich da noch zwei so kleine hellgrüne, mintfarbige, die passen doch auch gerade super da zu unserem Journal. Und jetzt müssen wir die noch irgendwie bekleben, damit die ein bisschen hübsch aussehen. Ah ja, genau. Etwas ist auch noch. Ich habe mir nämlich ein bisschen Weihnachts-Einpackspapier, Geschenkpapier parat gemacht. Und als ich das so ein bisschen angeschaut habe und geschaut habe, was man mit dem machen könnte, ist mir das hier ins Auge gestochen. Das hat hier so einen schönen Kranz. Ich habe das schon mal ein bisschen angezeigt, habe ein Glas draufgestellt und einfach einen Kreis rundherum gemacht mit dem Bleistift. Weil mich hat ja immer der Ballon hier gestört. Weil wer will, wenn es schneit, mit dem Ballon fliegen? Sicher sieht die Stadt sehr hübsch aus, wenn überall die Lichtchen sind und so, judihui. Aber man friert sich doch ab. Und darum habe ich jetzt gedacht, wenn man da Merry Christmas draufklebt, wäre doch das noch ganz schön. Komm, das machen wir gerade als erstes. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Und sind auch immer noch an meinem Projekt dran, am Schauen. Ich finde das ein mega cooles Projekt mit dem Sack. Das ist mir ja einfach so... Als ich an dem Sack vorbeigelaufen bin, an dieser Migros-Tasche, die ist da bei uns irgendwie rumgelegen. Das hat sie noch niemand versorgt und ich habe gedacht, jetzt muss man doch mit dem Sack, der hat eigentlich ein recht cooles Bild drauf, da kann man doch irgendetwas machen. Und dann habe ich gedacht, ich mache doch jetzt ein Journal daraus. Weil ein richtiges Weihnachtsjournal, das fehlt mir nämlich noch. Das habe ich noch gar nicht. So ein bisschen winterlich, aber wirklich weihnachtlich. So, hey, das ist doch noch recht rund rausgekommen, aus Versehen. So, ist das jetzt blöd, wenn wir da jetzt genau die gleiche... Hey, schau mal, das ist genau gleich gross. Also auf einen Millimeter schon fast. Ist das jetzt blöd, wenn sie jetzt hier noch einmal so einen Kreis drauf hat? Ich glaube es nicht. He? Ich glaube, das können wir so machen. Ich inke das jetzt auch nicht. Ich habe im ganzen Journal nie irgendetwas geinkt. Ich glaube, das kommt einfach gut so, wie es ist. So. Dann hat man das nämlich auch schon erledigt. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon studiert. Was könnte ich mit dem Ballon machen? Was könnte ich dort drüber kleben? Und das ist, glaube ich, gerade die richtige Lösung. Das sieht nämlich hübsch aus. Und wünscht uns noch Merry Christmas. Das ist doch schön. So. Passt doch wunderbar, vor allem, weil wir jetzt eben mit dem Geschenkpapier auch noch gerade möchten, irgendwelche die Kärtchen hier ein bisschen verzieren. Das geht jetzt mal schnell weg. So, einfach vorne. Da innen und hinten passiert nichts, aber vorne. Wie wollen wir das machen? Oh, schau mal, das Reli. Das Reli ist doch schon recht herzig. Und das Häuschen. Ich könnte das einfach ausschneiden. So schön viereckig. Und nachher mit Washi-Tape aufkleben.
Ich glaube, ich mache das so. Aha, der ist leer, darum will er nicht mehr hindern. So, also. Ich möchte das Reli. Habe ich noch... Oh, aber das ist auch ein schönes Reli da. Also Hirsch. So, nein, da machen wir noch mit dem Häuschen und so weiter und so fort. Noch die Christbaumkugeln hier hin. Oh ja. Das ist ja wahnsinnig herzig. Jetzt welches Washi-Tape wollen wir dazu brauchen. Eins, das den höheren Weg geht, müssen wir noch haben. Gut, das geht ja auch. Also ich klebe das zuerst mal ein bisschen. Komm. Ein bisschen. Sollte es ja noch haben hier. Fast ist er leer. So. Und dann machen wir doch das so. Nicht das Hirschli wegkleben. Nein. Hilfe. Krumm. So. Hui. Und dann noch einmal. Oh. Gefällt mir gut. Theoretisch könnte man doch jetzt hier auch noch... Oh ja. Oh komm, wir machen lieber das anstatt Tannenbäume. Das gefällt mir viel besser. Ist zwar nicht ganz das gleiche Gold, aber das ist doch egal. So, oh, das ist auf jeden Fall auch ein Tape, das ich dann noch ein bisschen ankleben muss. Oder nicht? Nein, ich glaube, so geht es schon. So. In unserem Journal haben wir ja ganz viel mit Washi-Tape gemacht. Musst jetzt du da drauf kleben? Und darum passt das dann natürlich auch wunderbar. Auch wenn das ein bisschen, ich sage jetzt mal, over the top ist, die Karte. Ist sehr, sehr wild, passiert sehr viel drauf. Oder? Aber nein, ist doch gut.
Und passt doch prima da drin rein. Jetzt haben wir ein bisschen viel Rot, ein bisschen wenig Grün, aber das macht nichts. Hey, cool. Ich finde es obercool. Genial. Und so schnell gemacht. He? Ein bisschen Päckchenpapier draufgeklebt, ein bisschen mit Washi-Tape angemacht und fertig ist unser Weihnachtskärtchen. Braucht das noch ein Kuvert dazu? Würde es hübsch aussehen, wenn wir das Kuvert auch noch reinstecken? Ja, wieso nicht? So, was haben wir denn jetzt noch? Was haben wir jetzt noch? Und da haben wir etwas ganz Verrücktes. Wie cool das aussieht, weiß ich nicht. Aber machen wir einfach. Einfach machen. Einfach machen. So. Ja. So. Und jetzt. Das wäre ein bisschen zu breit. He? Das ist ein bisschen zu breit. Geschenklis könnte man nehmen. Geschenklis. So. Das sind jetzt aber, da hat es ja einen Weihnachtsbaum drauf. Das habe ich gar nicht gecheckt. Das wäre ja eigentlich auch, gibt es da einen richtigen und einen falschen Weg. Macht das etwas? Das weiss ich jetzt also gerade nicht. Das weiss ich jetzt also gerade nicht, ob das etwas macht. So. Nein, das macht doch nichts. Aber ich glaube, ich mache hier gerade alle mit dem gleichen. Dann fällt es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger auf. Komm du. So. Ha, cool. Ja. Ja, ich finde das genial. Ich finde, das sieht cool aus. So. Gut. Voilà. Und das auch da drin. Und jetzt haben wir noch die zwei. Das hier ist ein wahnsinnig schnussiges Papier.
hier eine Ecke finden, wo wir können so ein Schwänchen abhacken. Oh, jetzt ist es ganz gross. Oder nicht? Gang mal weg. Nein. Nein, das ist gut. Das ist gut, aber dem Schwan klauen wir jetzt einfach voll über den Kopf rein. Und dem da so, naja. Ist echt das wirklich artgerecht? Oder ich nehme das Breite. Ich könnte oben und unten das breite Band nehmen. So. Nicht mehr viel Leim, muss ich ein bisschen sparen. Probieren wir es mal. Da, der geht einfach gerade ganz weg. Tschüss, Mann. So. Und oben. Ups, nicht. So. Das ist gut, ja gut. Können wir hier einfach Bauch führen. Aber ich glaube, das kann man schneiden, wie man will. Irgendwo klebt man immer irgendeinem Schwan etwas weg. Oder man hätte jetzt den allerperfektesten Ort können suchen. So, jetzt entweder das. Oh nein, das gefällt mir nicht. Das Gold. Entweder das Gold oder Tannenbäumli. Ich glaube, ich nehme Gold, weil Tannenbäumli ein bisschen durchsichtiger sind. Aber ich glaube, ich nehme nur das schmale Gold. So. So, irgendwie muss man ja die Washi-Tape auch mal aufbrauchen. Ein wunderbares Projekt zum Washi-Tape aufbrauchen. Vor allem ein Weihnachts-Washi-Tape, wo ich das Gefühl habe, man hat unendlich viel und man braucht das einmal im Jahr unendlich wenig davon. Ist es nicht so? Das ganze Jahr durch kann man mit Blumen-Washi-Tape irgendetwas basteln. Es sieht immer schön aus, passt immer super. Aber Tannenbäume und Weihnachtsgeschenke und Schneeständchen geht einfach nur einmal im Jahr. So, ja, auf jeden Fall ist das cool. Mal, das ist super, das ist da so ein bisschen, Ah, ja, nein, ist gut. Ich bin zufrieden. So, next. Und da haben wir auch noch ein ganz cooles
Schnipsel von so einem Papier. Die Frage ist jetzt nur, haha, was nehmen wir? Das Häuschen könnte man natürlich nehmen. Oder ein Fuchs wäre auch sehr schnussig. Oder das Vögeli. Das Vögeli Händchen Tee. Oder ein Hirsch. Ach, das ist süß. Aber einen Hirsch haben wir doch schon. Ich wäre so für Fuchs, aber der hat hier einen Riss. Wenn wir das Häuschen nehmen, dann schneiden wir hier den Hirsch ab. Das wäre ein bisschen schade. Vögel Händchen Tee. Oder Fuchs. Ich nehme Vögel Händchen Tee. So. So. Jawohl, sehr schön. Den richtigen Weg bitte. So, dass das nämlich verkrügelt war, das fällt jetzt gar nicht mehr so wirklich auf. Das passt nicht. Das passt das. Oder natürlich, das wäre noch hübsch. Oh ja, komm. Ich nehme das, aber das müssen wir tatsächlich leimen. Aber ich finde, das passt jetzt gut super. So. Soll überall das Gleiche nehmen? Oder man könnte natürlich... Oh, das gefällt mir jetzt gerade noch. Das. Ja. Komm, wir nehmen das. So. Einisch. Upsi. Zweinisch. Dreinisch. Letztnisch. Was sind jetzt das da für Dinger? Irgendwie ein bisschen Geschmäus. So. Oh, hey, ja. Das ist auch sehr wilde, aber sehr herzige Karte, finde ich. Super rausgekommen. So.
Jetzt haben wir die 4 Karten heute gemacht. Noch ein bisschen bewundern, bevor wir sie nachher dann rein tun. So, hey, ich finde das eine super Idee, mit dem Geschenkpapier aufkleben, mit Washi-Tape. Finde ich noch recht witzig. Sieht super hübsch aus. Und super schnelle Weihnachtskärtchen. Und die flümeln wir jetzt hier mal in unser Journal rein. Und dann ist das nämlich fertig. Hätte ich jetzt einfach so behauptet. Sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Ich glaube zwar, ich habe 5 Täschchen. Da etwas Feines. Ja. Ah, der Schwan schaut gerade so schön raus. Ah, Moment mal. Da fehlt eigentlich noch etwas Kleines. So, jetzt haben wir noch eins. Da haben wir jetzt nicht noch was Grosses. Oder machen wir es so? Machen wir das hier drin. Und dann für da und für da brauchen wir noch etwas. Es fehlt noch etwas. Es fehlt noch etwas. Irgendwie muss da noch etwas Kleines drin und da noch etwas Grosses und da noch etwas Grosses. Ich muss mir noch etwas einfallen, damit wir das wirklich, wirklich ganz beenden können. Aber ich habe schon mal auf jeden Fall mega Freude. Und wenn ihr den Schluss sehen wollt, dann schaut doch das nächste Mal wieder rein. Tschüss!